It's impressive that you managed to survive this long. Grüß zurück bei Generation Zero. Wie du siehst, ich bin jetzt nicht ein Stück weiter oben, wie du mich vielleicht vermutet hast. Warte mal kurz, ich muss ein bisschen mit der Maus runterfahren. So. Daher, ich bin jetzt nämlich da herunten. Ich habe nämlich eine Waffe gesucht. Und ich habe gewusst, dass ich die vergessen habe. Die war da in dem Bunker herinnen. Ich sage da gleich was für eine, die habe ich geholt. Bin dann außerhalb jetzt da vor den ganzen Scheißdreck. Habe ich mich dann da zurückgeportet, da zum Unterschlupf. Genau da, am Übergang zur großen Karte. Hab diese Waffe aufgelandet und hab mich dann einmal außerhalb von den ganzen, hab mich dann einmal mit etliche, weil sie da mal umkrabbelt sind, da in der Gegend da, habe ich mir mit etliche Hunter, 3 Tanks und einen Harvester angelegt. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, heilige Scheiße, diese Kerle vertragen einiges. Ich sag das jetzt. Warte mal ganz kurz. Schau her. 2. Das ist der Granatwerfer. Stufe 1. Ich hatte 6 und knapp 60 Stück Muni für den Scheißer. Aber nur 8 Rauchraketen. Okay. HEDB. Müssen wir da ein bisschen durchschalten. Wir haben ja einiges. Okay, passt. Ich glaube, ein einziger Tank, kommt immer auf seine Stärke drauf an, frisst ungefähr, ich sag jetzt einmal, zwischen 13 und 16 Raketen. Und wie du siehst, es ist auch hier wieder einiges los. Ja. Wir werden jetzt einmal schauen, was dieser Gastgeber hier, warte mal kurz, ich nehme mal das Fernglas. Wir schauen uns jetzt einfach einmal diesen Klasse A. Okay, Klasse A. Ein Tank der Klasse A. Was ist da alles? Klasse A. Jetzt ist er da hinten irgendwo verschwunden. Nur, wir könnten jetzt die Hauptmission fertig machen. Die hast du mitgekriegt, habe ich ja gemacht. Und wieso nimmst du jetzt den Schläger? Na, da ist momentan zu viel los. Wir werden uns einen anderen Unterschlupf suchen. Wir haben's ja. Warte mal ganz kurz. Profil. Fertigkeiten. Oh, einen Punkt können wir vergeben. Genau. Da habe ich gestern noch ein bisschen, beim Vortag noch ein bisschen gespielt. Warte kurz. Wir können jetzt ein bisschen reden. Und zwar Komponentenschaden. Plus 10%, plus 20%. Okay. Nur, ich hätte mir jetzt gedacht, spezialisieren möchte ich mich eigentlich auf nichts. Das, was wir brauchen, nehmen wir uns. Distanz braucht man nicht unbedingt. Komponentenschaden. Das hört sich gut an. Obwohl wir das alles abbrauchten. Streuung, Panzerung, Sprengstoffwiderstand.
Visiertempo. Obwohl, das könnte man eigentlich brauchen. Das wird zu meiner Spielweise passen. Relativ schnell, ne? Oder Gesundheitszuwachs. Level 1 plus 10%. Tragekapazität ist voll. Schwierig, was nehmen wir denn? Es ist echt schwer. Wurfdistanz, Wurfpräzision, Flankenangriff, Heiler. Hm. Die Entfernung braucht man nicht unbedingt. Das ist ja wurscht. Das können wir eh so auch ausschätzen. Standfest. Erlaubt es dir, stärkeren Angriffen zu widerstehen, ohne bewusstlos geschlagen zu werden. Na, wir werden einfach Dings nehmen. Gesundheitsmenge, Level 1 Gesundheitszuwachs 10%. Entweder das oder das Lauftempo, aber ich glaube, wir werden das Lauftempo erhöhen. Ja, Lauftempo. Sehr gut. Gut, jetzt da. Heißt es für uns abbrechen. Dann gehen wir dann auf die Karten. Und wir werden dann gleich mal schauen, wo wir uns hin porten. Weißt was, wir könnten eigentlich... Warte mal kurz, Log. Die Fluchtburg. Erreiche die Fluchtburg. Errichte Verteidigungen auf der... Das können wir machen. Errichte Verteidigungen auf der Südseite, Ostseite. Das werden wir machen. Ja, das gehört... Ah, das ist ja die Hauptmission, genau. Nebenmission, da ist das ins Dorf Stenungsgnäs, das ist aber sehr weit südwestlich von unserer Position aus gesehen, wenn wir bei der Burg sind. Wir werden uns jetzt zur Burg teleporten, oder schnell reisen zumindest, und werden dann einmal die Verteidigung aufbauen. Genau. Und ich glaube, dann musst du sogar das erste Mal dich zur Wehr setzen. Du hast ja das letzte Mal eh mitgekriegt. Auf den großen Feld hinten, wo wir die vielen Ersatzteile besorgen haben müssen. Ja, ich glaube, soweit sind wir voll. Dann können wir da einer tun. Okay, passt. Dann errichten wir mal die Verteidigung. Wenn ich nur wüsste, wie man das macht. Ah. So macht man das, okay. Verteidige dich gegen den Angriff auf der Flucht. Fenix-maskiner. Redan. Om inte resten hade väntat mig. Det här är hopplöst. Wie du siehst, das ist jetzt die bessere, wie heißt's? Hilf mir. Klasse. Das sind jetzt schon die FNX.
da, Kruzifix. Hier, jetzt fries. Fries, es gab jetzt kein Morgen mehr, Mädel. Okay, den Kampf hätten wir jetzt mal gewonnen. Ja, es ist halt sehr oberflächlich, die Verteidigung mit die Wellenangriffe, gell? Aber das hast du, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, also jetzt irgendwo was anderes verteidigst in einem anderen Spiel, zum Beispiel so in Fallout 4, da hast du ja diesen komischen Wellenangriff, ne, sag jetzt einmal. Jetzt schau ich da nochmal. Nur ist das halt da sehr oberflächlich gesehen, dabei einmal. Ich hoffe, dass sie später dann ein bisschen was nachpatchen. Oder beziehungsweise, dass da noch ein bisschen mehr Kreativität reinkommt. Ackerlandregion. Mit Hilfe von Onkel Kalles Wegbeschreibung und seiner Ortskenntnis hast du du hast auf der Fluchtburg. Das haben wir FH53. Na, ja, das wissen wir schon soweit. Du hast auf der Fluchtburg provisorische Befestigungsmauern und Wachtürme gebaut, um den neuen Zufluchtsort verteidigen zu können. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis FNIX mit massiver Verstärkung zurückkehren wird, um deine Bemühungen im Keim zu ersticken. Ja, wir werden jetzt mal mit der Veronika rein. Wie gesagt, ich hoffe, dass da in puncto Bauen und etc., dass da noch ein bisschen kreativer werden. Sie müssen sich ein bisschen mehr trauen, die Entwickler. Warte mal kurz, ich mach da zu. Dann kriegen wir da keine Überraschungen. Det gläder mig att lägret verkar säkrat, men det betyder bara att Phoenix kommer att lära och anpassa sig av detta. Jag önskar att jag visste vad vi borde göra härnäst. Låt oss anta att de kommer tillbaka snart, så var beredd. Vi har snart några nya ansikten att presentera. Jag har Jenny, Kenneth och Leila med mig. De var en del av vår gamla grupp i Måsskär. De klarade sig därifrån helskinnade och är redo att hugga i. Härligt. Fick du veta något om Freddy? Okay. Ja, han klarade sig inte. Oh! Na! Dagar. Jetzt wird's witzig. Jetzt können sie gar was Känns som att vi draus får machen. sällskap. Låt inte en enda ta sig igenom. Vi kan göra ännu ett läger. Aber jetzt wird's hässlich. Das kann ich jetzt schon versprechen. Shit! Jetzt haben wir selber einen Schaden zugefügt. Lad noch! Dummes Gör. Entschuldigung den Ausdruck. Hier stehe ich, du Arsch, mit Ohren. Aufstehen. So, jetzt kommt die nächste Welle. Und ich glaube, der Tank ist einer. Macht euch auf was gefasst.
Gott, mit einem Gas. Ich möchte es am liebsten vergasen, aber mit meine Fürze. Die riechen so streng aus. 5. Ich schieß wieder zweit. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Ideen. Ich brauche Ideen. Wie viel Gegner müssen wir da arbeiten? So. Oh je. Das war jetzt Vad i aber... helvete var det där? Åh nej, har de sprängt ett hål i barrikaden? Ja, det där är samma jävelskap de använder för att förstöra lägret i Måsskär. Na komm, lad noch! Bier. Heidi. Scheiße, die Fluchtburg nimmt zu viel Schaden. Und die ja. Oh oh. Alter, wie viel kommt denn da noch? Jetzt übertreibst du es aber ein bisschen. Ja, siehst du, wenn die Hunter schon so viel aushalten. Okay, kann man das irgendwie aufbauen? Nö. Scheißen. Uah! Total, der schreckt mich. Du kleiner Buizen, du Schircher, komm her. Scheiße. Shit. Da hinten hat er sein Schwachstück, glaube ich. Danke.
Ja, Mann, was soll ich jetzt noch machen? Ich hab nicht mehr eine Idee. Viel zu viele. Ah, jetzt ist sie hier. Neue Mission. Verteidige dein neues Lager gegen... Ja, das machen wir anders mal. Jetzt werden wir uns ein bisschen hochleveln. Weil das mit die Wellen arbeiten, das ist mir nicht mehr so einfach da. Na. Ja, das ist ja wurscht. Wir haben jetzt Zeit und Spaß macht zwar trotzdem irgendwie. Aber ist ja wurscht. Wir haben ja Zeit. Die Gegner leveln eh mit uns mit. Das ist jetzt mitgenommen. Ja. Schade. War aber geil, muss ich sagen, ja. War aber geil. Wurscht. Learning by doing. Nächstes Mal sind wir besser. Was ist das? Ah. So. Wir brauchen eh wieder Raketen. Mal. Wir werden es mit der Veronika nicht reden. Nö. Wir werden unseren Charakter ein bisschen aufpeppeln, beziehungsweise juckt schon wieder alles heute. Wie sind die? Da ist die Truhe. Da wollte einer. Wir müssen schauen, dass wir unseren Charakter hochkriegen. Ja. Hast du gesehen, was die alle fressen? Das ist ein Wahnsinn. Ja, wir brauchen Raketen. Ich tue jetzt mal dahin. Inventar. Was? Einen Platz zuweisen auf die 1 und den Raketenwerfer einen Platz zuweisen, dann mal auf die 2. Genau. Dann machen wir es mal anders. Einen Platz zuweisen, das machen wir mal da. Wir müssen jetzt ein bisschen schauen, ob wir da ein bisschen mehr kriegen. Passt. Was haben wir da? Da haben wir über 2000 Schuss. Was ist das? Das ist, glaube ich, der Tank, was da vorhin ein bisschen
Ah, da ist nichts. Da ist nur Licht. Ja, wir werden unseren Charakter ein bisschen aufbauen. Jetzt geht er wieder auf die Karten. Klasse A. Ja, jetzt schau aber nur gerade, was wir jetzt machen können. Was ist das? Block. Nicht allein. Finde den Militärkonvoi nördlich der Industrieanlage IGA. Endlich hast du Beweise dafür, dass es noch andere Überlebende gibt. Nördlich der Industrieanlage IGA in der Waldregion befindet sich ein Konvoi, den die schwedische Armee unmittelbar nach der Katastrophe entsendet hat. Dort hat ein Computerterminal eine Funkbotschaft empfangen, in der Anita Sjögren sich in Dauerschleife an Überlebende wandte. Sie scheint mit einer kleinen Gruppe auf jeden Fall aufzuhalten, einer Skiurlaubsinsel östlich von Östervik. Ihre Gruppe will zwischen der Insel und dem Festland eine improvisierte Fähre einrichten. Wo ist der Sorkenbunker? Das ist der, das ist da. Ja, da, an den glaube ich mir jetzt momentan nicht. Ich glaube es erst dann wieder, wenn wir es sehen. Ja, hübsch. Hm. Nicht allein. Hauptmission. Weißt was? Bevor wir jetzt den Schaß da mit Dings angehen, mit der Verteidigung, werden wir unseren Charakter hoch brezeln. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen vor Asö weg in Richtung Nordosten, da in Richtung Östervik einmal durch auf. Und die Anita wollte da, ich glaube, dass sie da eine Fähre einrichten will. Hempfjell und Waldregion, das muss da sein. Ja, was? Das ist nicht sehr sympathisch. Ja, wurscht. Jetzt schauen wir uns noch ins Log. Wir werden mal. Nicht allein, den werden wir verfolgen. Da müssen wir in die Richtung. Jetzt schaue ich noch mal, ob wir da richtig sind. Das ist da heroben. Wenn ich nur wisse, wo wir dann Unterschlupf haben. Nötigenfalls schleichen wir uns dort da am Tank vorbei. Das können wir machen. Mappe oder Karte. Das
werden wir da herreisen. Genau, so wollen wir es machen. Ja, geht ja aus. Das ist jetzt einmal unser vorläufiges Ziel. Na, wir werden das jetzt anders machen. Der Harvester und der Tank sind da unten. Wie schnell sind wir denn, wenn wir so machen? Naja. Mit 5 Raketen gegen einen Tank, den kitzeln wir eher damit. Das ist ja das Problem, was wir haben. Scheiße. Das wird wieder so eine Stealth-Folge. Ich mein, wir sind schon relativ gut bewaffnet, gell? Und haben jetzt schon einige Tanks besiegt. Aber trotzdem habe ich Mordsrespekt vor den Gegnern. Und vor allem habe ich jetzt auf YouTube ein Video gesehen. Wenn dieses Gerät ins Laufen anfängt, ja, da halt die Falten. Wir müssen jetzt einen großen Bogen da um den Hunter machen. Wir müssen schauen, dass wir aus seiner Sichtlinie kommen. Es ist so... Ah! Weißt, allein nur durch die Größe. Allein nur durch die Größe von ihm. Bist du allein schon so angespannt, weil du genau weißt, du bist zwar schon relativ gut mit Waffen und hast schon einiges, mit was du wehren kannst gegen ihn, aber du weißt trotzdem, dass es dann ein Kampf wird. Boah. Okay. Jetzt werden wir noch Fischleichen. Mehr ist einfach mal in die Richtung gehen, so lang bis irgendwo ein Haussymbol aufploppt am Kompass. Was, damit wir uns ein paar Unterschlüpfe sichern. Einen nach dem nächsten, immer etappenweise, weißt?
Spritze, davon ist ein Harvester. Mein gut, der Harvester tut eigentlich, der braucht eh lang, der ist eh geduldig, sag ich jetzt einmal. Bingo. Der Harvester ist ja ein geduldiger Kerl. Bis er angreift. Den musst du angreifen, dass er die angreift. Ja, der Tank hingegen, der ist da ein bisschen nicht, der ist nicht so geduldig. Und freut sich, wenn wir zu die FNIX-Klassen kommen. Ja, oh, ja. A. Klasse A. Prototyp. Okay. Was habt ihr zwar vor? Der Harvester ist hinter uns. Aber normalerweise sollten wir die Prototypen mit 5 Raketen, maximal 2 pro, müssten's wir schaffen. Aber was der, ich würde momentan nicht immer kämpfen und kämpfen und kämpfen. Wenn wir halt ab und zu mal ein bisschen Stealth oder uns durchwursteln irgendwie. Weil es hilft nichts, es wird später ein bisschen knackiger. Bei den Prototypen mache ich mir keine Sorgen. Weil braucht es erst wieder mal ein paar Raketen. Mhm. Und erst dann können wir weitermachen. Und wie ich es schon vor einigen Ausgaben gesagt habe, die Anita wird uns das länger begleiten, ja. Genau so wie es ich da gesagt habe, schau. Wir sind zwar schon relativ gut unterwegs, aber trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Als wie wenn wir die 2 Arschlöcher jetzt krochen hätten, ha?
Schau mal. Boah, das hat jetzt gut ausgeschaut. Da die zwei Tanks und hinten ist Unwetter, ha? Geil. Ich glaube, da hat es ein bisschen eine größere Auseinandersetzung gegeben, ha? Und das ist jetzt ein Gebiet, ich sage es dir gleich vorweg. Dieses Gebiet, was wir jetzt betreten, das kenne ich nicht. Ist für mich absolutes Neuland. Okay, das sind aber Prototypen. Mal schauen, vielleicht wirft dieser Tank, dieser Schrottberg, vielleicht wirft der Teile auch. Das war nämlich voll geil. Nö. Boah, das ist wieder so. Puh. Offen und ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mensch, der sich schnell schreckt oder sonstiges, gell? Außer, ich bin jetzt früh auf irgendwas konzentriert und dann greift für irgendwas ein depperter Jäger daher, also ein Hunter. Aber bei den Ungetümer, da bin ich angespannt. Lila Svanhult. Okay. Es wird Tag. Wir kommen da sicher nochmal vorbei. Jetzt schlagen wir mal einen Haken Richtung Osten. Oder Nordosten. So. Boah. Also ich bin nervös, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber wir haben bis jetzt noch keine einzige Kugel abgefeiert. Das ist was Positives. Und nach der Aufnahme muss ich mir den Ort unbedingt aufschreiben. Lila Svanhult. Den müssen wir uns dann später noch anschauen. Ein größeres Problem ist,
dass ich bis jetzt noch kein Symbol für einen Unterschlupf gefunden habe. Oder gesehen habe. Na, vielleicht finden wir noch irgendwo an. Das werden wir jetzt müssen öfters machen. Mädchen, versteck dich mal. So. Wir müssen kurz was ändern. Geräuschreduktion. Geräuschreduktion. Jacke. Geräuschreduktion brauchen wir. Okay, passt. Machen wir richtig. Passt. Wir müssen jetzt so viele große Bögen schlagen, dass wir Muni sparen. Am geschicktesten wird es sein, was der nächste Tank. Also wie du siehst, die Entwickler haben sie nicht lumpen lassen und haben da herum so viele Tanks und Harvester aufgekaut. Die haben sicher, bis das Spiel programmiert haben sie sich sicher gedacht, ah, weißt du was, wir setzen einfach die größeren dann alle zusammen auf einen Fleck. Ja, sicher. Ja, ja. Wir werden das jetzt ganz lässig angehen. Kreuzen die Straße oder überqueren die Straße. Wir werden uns einmal da umschauen. Was, damit wir uns mal ein bisschen ein Bild machen können. Da seitlich am Waldrand. Da werden wir es uns gemütlich machen. Dort werden wir dann weiter spazieren. Aber wie du siehst, wir haben noch keine einzige Kugel angegeben. Außer die Entwickler sind so scheiße und lassen jetzt da in der näheren Umgebung einen Gegner spawnen. Das kann natürlich auch passieren. Es hört sich so verdächtig nach Drohne an.
Bingo. Klasse. Was ist da passiert? Jetzt ist dann gleich vorbei mit der Ruhe. Die Herren Zeck. Das Spiel ist so gut gemacht. Aber egal was da passiert ist. Was ist jetzt? Ich hab nichts da. Feuerfeste Jagd. Ja. Sammelgegenstand. Alles, woran ich denke. Beiden. Ja. Das ist zeitweise so blöd mit den Hitboxen. Ach, Anita, wo bist denn da reingekommen, ha? Wahnsinn, schaut euch das an. Sie muss da durchkommen sein. Anders kann man das
Das wollen wir dann nicht erklären. Wir brauchen jetzt mal einen Unterschlupf. Zeig das bitte, ja. Mann, das ist jetzt wirklich nur subjektiv, was ich jetzt sage, gell? Aber da kannst du ja wirklich, die schaffen es ja wirklich, die Entwickler, dass die Rückschlüsse anfangs ins Ziehen, was wo an was für einem Schauplatz passiert ist und wie vor allem, ne? War es jetzt ein langes Gefecht, war es jetzt ein kurzes Gefecht? Und das ist aber auf jeden Fall relativ heftig gewesen. Tatsächlich, bitte, ja. Eine ganze Armada voll da oben. Aber wir werden wieder beim Fest mit Munition etc. versucht. Das ist ganz wichtig. Und wieder so Stunde und bis du deppert die Zeit vergeht in den Spiel. So. Ich will doch nur einen Unterschlupf. Und. Na, so viel zum Thema. Ja, will schon wissen. Aber was machen wir jetzt? Mit. Alles sind viel. Bist du deppert? Schaut euch das an? Ach du Scheiße, was machen wir jetzt?